treću po redu zbirku pesama našeg najstarijeg člana, Hermana Stjepana Stojanovića. Zbirka se zove Vazal vremena i ovo je prva bečka promocija, a već za 2 dana zajedno sa koleginicom Kristijanom Milošević bit će promocija i na Beogradskom sajmu knjige. Pošto imamo jako puno gostiju večeras, ja vas neću puno zadržavati, želim vam ugodno veče i pozivam vas na sve ostale manifestacije Srpskog kulturnog foruma do kraja ove godine. Hvala vam i prijatno večer. Dragi gosti, poznanici i prijatelji, dobroveče i dobrodošli još jednom i od mene. Večeras smo se okupili, kao što ste čuli od našeg predsjednika, gospodina Miškovića, da vam predstavimo treću zbirku našeg kolege i prijatelja Stjepana Hermana Stojanovića, koja nosi malo neobičan naziv. Zove se Vazal vremena. A kad bolje razmislim, pa čovjek i jeste upravo. Niko od nas nije mogao da bira kada, gde, od koga i da li baš sad hoćemo da stupimo na ovaj svet. Posle, kako se ko znači. Jedni su ogorčeni, drugi plivaju, što bi se rekli, snalaze se, treći ćute, a Boga mi ima i onih koje zapljusne talas ljubavi, pa su u oblacima lepte visoko zahvalni za svaki dan i blagodeti koji taj isti pruža. Naš Herman ne samo da je prošao sve ove faze, stigao je nešto da zapiše, a kako će mu to poći za rukom, čujte večeras. Ja vas molim, još jednom pozdravite našeg najstarijeg i najiskusnijeg člana, našeg učitelja po peru, Herman Stjepan Stojanović. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Serbischen Kulturfonds, es ist mir eine große Ehre, auch die deutschsprachigen Gäste heute Abend zur Präsentation des 3. Buches meines Vaters, Herman Stjepan Stojanović, begrüßen zu dürfen. Was jetzt nicht bedeutet, dass jetzt eine Übersetzung von eben Gesagten kommt. Der Titel Vasal der Zeit ist etwas unüblich, um jetzt nicht mit Wikipedia oder Duden irgendwie hier aufzupacken. Ich bin keine Freundin von großen Lesungen. Das bedeutet ungefähr so viel wie Dichter bzw. Knecht der Zeit. Wenn man es sich genau überlegt, stellt sich heraus, dass es schon etwas auf sich hat mit diesem Titel. Keiner und keine von uns konnte sich die Zeit aussuchen, in der er oder sie geboren wurde. Ja, sogar die Zeiten des Leidens, der Verbitterung, des Schweigens, ja sogar die Zeiten, in der die Liebe in ihrer vollen Pracht blüht, können wir uns nicht aussuchen. So war es immer und so wird es auch immer bleiben. Nun, Herman Stjepan Stojanović hat diese emotionalen Momente verschriftlicht und in gewisser Art und Weise der Zeit die Macht entrissen. Wie ihm das in der Hand gegangen ist, werden wir heute Abend erleben. Ich wünsche gute Unterhaltung.